dürft Platz nehmen. Doch er hat sich nicht verteidigt. Und das ist nicht normal. Er war nicht mal beleidigt. Und er trug auch keine Scham. Der stärkste Herrscher ist wohl der auf das Nein dieser Welt trotzdem aus großer Liebe sein Wort zu dir und zu mir hält. Die Dunkelheit am Fliehen, in mir wird's hell. Dass er ihr nicht erfloh, hat mich ins Licht gestellt. Es war ein Hauptmann. Ein gewöhnlicher Hauptmann der damaligen Zeit. Ein Hauptmann, seinen Namen kennt man gar nicht. Soldaten werden über Kennziffern identifiziert. Sie hören nicht auf Namen, sondern auf Befehle. Unter seiner Nummer, unter der linken Achselhöhle, ist der römische Adler noch tätowiert. Hauptmann, das wird man von ganz unten. Nicht wie die höheren Ränge. Die höheren Ränge, die haben nach Abstammung, woher man kommt, oder auf Empfehlung. Aber Hauptmann wird gewählt von seinen Soldaten. Ein Centurio, gewählt von seinen Soldaten, aber die Befehle kriegt er von oben. Und der Befehl für den Tag war Hinrichtung, öffentlich. Eine öffentliche Schau mit großem Aufwand. Ersäufen wäre so viel einfacher. Aber es soll abschrecken, es muss abschrecken, weil die Religiösen in der Stadt sind mal wieder außer sich. Und immer wieder da und dort ein Aufruhr, deswegen Hinrichtung. Für alle sichtbar durch die Stadt bis auf diese Golgatha-Stelle. Schließlich sollte Ordnung wiederhergestellt werden. Soldaten tun nur ihre Pflicht. Routiniert, aber auch kaltblütig, egal wer da stirbt. Das ist Dienst nach Vorschrift. Aber dieses Mal ist es wirklich anders. Normalerweise reagieren die Verurteilten wie immer. Sie schreien, wimmern, betteln um Gnade, verfluchen die anderen und schimpfen noch vom Kreuz runter. Und Jesus, das ist nicht normal. Er war nicht mal beleidigt und trug auch keine Scham. Er betet. Er betet ausgerechnet für diejenigen, die links und rechts neben ihm hängen, für die Leute, die unten johlend seine Kleidung zerteilen, darum würfeln. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Tag hat es wirklich in sich. Erdbeben und jetzt diese Dunkelheit von mittags 12 bis nachmittags um 3. Eigenartig, wirklich eigenartig. Und dann gegen 3 Uhr auf einmal schreit er nochmal, dieser Jesus am Kreuz. Und er schreit, Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, die reden, hey, er ruft Elia. Hast du gehört? Er ruft Elia. Was für ein Schenkelklopfer. Eli, Elia, was auch soll's. Das wurde gelacht. Es braucht so wenig manchmal, um einen heiligen Moment im Leben zu zerstören. Zurück so ins seichte Gewässer. Billig, das geht eben immer. Auf den Pöbeln ist grundsätzlich Verlass. Es findet sich auch niemand, der die Spötter irgendwie zum Schweigen bringt in der Situation. Nichts von dem ist überliefert. Stattdessen wittert das nächste Kleinhirn schon eine Chance, mal wieder den Klassenkasper zu machen. Komm, lasst uns sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn runterholt. Und die Lacher sind auf seiner Seite. Es ist eine düstere, dunkle Stimmung. Nicht nur wegen der Finsternis. In Amsterdam gibt es in dem berühmten Rembrandt-Huis, das ist ein Museum, wegen dem berühmten Maler Rembrandt, gibt es ein ganz großes Gemälde, monumentales Gemälde von einem Vorläufer von Rembrandt, Pieter Lastmann, aus dem Jahr 1618. Und es wird die Kreuzigung dargestellt von Jesus und den anderen.
Und unten drunter sind ganz viele andere Menschen zu sehen. Eben von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Verschiedenste Menschen stehen da um den Kreuz drumherum. Betroffene, traurig, enttäuscht, vielleicht auch ernüchtert, verwirrt. Zum Beispiel wie Johannes, einer der letzten Jünger, der noch da ist. Oder Maria, Mutter, Maria Magdalena, Soldaten. Drumherum abgestumpft am Würfeln, gleichgültig, wer da stirbt. Hauptsache, der Sold stimmt denn für heute mal. Und die religiöse Elite ist auch da. Gut vertreten, wahrscheinlich froh, dass jetzt endlich mit dem Jesus mal Feierabend ist. Mal wieder Ruhe einkehrt, so ins Dorf. Und nicht so eine verrückten Sachen dauernd geschehen. Froh, dass er jetzt am Kreuz hängt und jetzt, das war's denn, stolz und noch entschlossen, das Richtige gemacht zu haben, nämlich den Typ ans Kreuz bringen. Und das Volk so im Hintergrund, im dunklen Hintergrund, man erkennt es fast nicht. Einzelne Gesichter sind schwer zu sehen, so ein bisschen unbeteiligt, aus der Entfernung gleichgültig, vielleicht bürgerlich, zurückhaltend, vielleicht einfach neutral. Oder sensationslustig, was passiert jetzt genau da mit dem? Warum dauert das so? Und interessant, wer auch nicht auf dem Bild ist. All die Freunde, die mit Jesus jahrelang unterwegs waren. Enge Verbündete. Petrus zum Beispiel. Nicht auf dem Bild. Alle aus Angst irgendwo anders hin. Sie könnten vielleicht auch noch gefangen genommen werden und dann ans Kreuz kommen. Und wie schon gesagt, der Hauptmann, er steht auch da. Sein Job war, das Ganze zu überwachen, Jesus zum Tode zu bringen, zuständig für einen ordentlichen Ablauf der Kreuzigung, zuständig für den Tod. So wie die religiöse Elite zuständig war für eine Anklage, dass die Sache wirklich ins Rollen kommt. Und so wie das Volk, wo noch vor ein paar Tagen geschrien hat, Hurra, ein toller, ein Befreier. Und so schreien sie vor kurzem, kreuzigt ihn. Erkennst du dich vielleicht in der einen oder anderen Person nur ein Stück wieder? Nur so ein ganz klein bisschen? Ein anderer Maler, Otto Dix, das ist im letzten Jahrhundert ein deutscher Grafiker und Maler, der hat auch ein Bild von dieser Kreuzigung gemalt. Er war ein Kritiker seiner Zeit, hat die goldenen 20er Jahre in Deutschland immer wieder so porträtiert mit einzelnen Gemälden und das Leid vom Krieg. Und in seinem Bild, was das große Kreuzaufrichtung heißt, porträtiert auch die Zeit, die damalige Zeit, das Bürgertum. Und er hat versucht, in seiner Zeit das Geschehen am Kreuz hineinzuholen. Man sieht da so einen dicklichen Mann an der Seite mit einem Zylinder auf dem Kopf, der das Kreuz jetzt aufrichtet. Und der Zylinder steht so für das Bürgertum, 60er Jahre, fromm, toll, schön irgendwie. Aber irgendwie bizarr sieht der Mann aus mit seinen kurzen Hosen, mit den Hosenträgern und er sieht irgendwie eigenartig aus. Und Otto Dix war es ein großes Anliegen, zu sagen, hey, das Bürgerliche ist manchmal schnell auch nur Fassade. Sieht alles so anständig aus, so wohlanständig, aber es ist gar nicht. Und es braucht so wenig, dass so ein Zylinderträger auch zu einem wird, der Jesus ans Kreuz nagelt. Es ist einfach, die Schuld auf der anderen zu schieben, aber deswegen in aller Klarheit, auf Golgatha und dann an Ostern, da geht es nicht darum, was die Menschen gemacht haben. Es geht nicht darum, was du gemacht hast, sondern was Gott tut. Und das hat der Centurio auf einmal verstanden. Wie er unter dem Kreuz steht, dann merkt er auf einmal, er ist gar nicht der Handelnde. Er ist zwar zuständig dafür, für den Tod und für die ordnungsgemäße Hinrichtung, aber letztlich handelt er gar nicht. Sondern der am Kreuz, der handelt an ihm. Der am Kreuz lässt das alles mit sich geschehen und das begreift er auf einmal. So eine Feindesliebe, der dann noch betet für die anderen, das hat er noch nie erlebt. Das ist wirklich von einer anderen Welt. Und auf einmal begreift der Centurio und deswegen endet auf die Szene damit, ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Ausgerechnet ein römischer Heide, ausgerechnet der Beauftragte für den Tod Jesu, ausgerechnet der ist der erste quasi Bekehrte, der auf einmal sagt, hey,
Das ist aus einer anderen Welt. Das ist wirklich, das ist der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes, das war ein feststehender Begriff der damaligen Zeit. Das ist der römische Kaiser. Der römische Kaiser. Das war der Sohn Gottes. Das ist der Imperator. Der wurde auf Bildern, der kam in Triumphzüge, ging er durch die Stadt. Das ist der Sohn Gottes. Und der Hauptmann am Kreuz sagt einfach, nein, der macht große Siegeszüge. Aber der Siegeszug, den er gerade erlebt hat, ist von dem Mann am Kreuz. Das ist ein Siegeszug der Liebe. Ein Triumphzug der Liebe. Aber wenn man so die Geschichte in verschiedenen Evangelien nachliest, merkt man, längst nicht allen ist unter dem Kreuz, sind die Augen aufgegangen. Da waren etliche dabei, die hatten kein besonderes Erlebnis. Die hatten irgendwie immer noch die Augenklappe vor Augen. Es war immer noch dunkel, immer noch traurig. Andere Soldaten erlebten gar nichts. Maria Magdalena, andere Jünger, der Johannes, nichts. Die waren einfach nur traurig, wirklich es herrschte Ernüchterung. An diesem Karfreitag und sogar bis Ostersonntag herrschte Ernüchterung. Es war eher Okton anstatt Ostern. Man konnte mit dem nichts anfangen, da ist einer gestorben, alle unsere Hoffnungen sind irgendwo hin. Ja, was hat das denn jetzt mit Auferstehung zu tun? Und auch heute, und vielleicht sitzt du gerade heute hier, bist online dabei, hey, vielleicht bist du auch ein Mensch und sagst, ich kann mit dem Ostern irgendwie, mir ist noch kein Licht aufgegangen, bis Oktober oder Frühlingsfest, keine Ahnung. Was hat das um alles in der Welt mit mir zu tun? Und das war die Stimmung, die auch damals herrschte. Und sollen wir überhaupt Ostern feiern dieses Jahr? Angesichts vom Krieg und all den Wahnsinnigkeiten, ja, gerade in Jerusalem, man schlagen sich die Religionen in den Kopf ein. Hey, Alter, was soll das? Kann man das wirklich glauben damit? Ich denke, für viele ist es manchmal schwierig, dieses Ostern wirklich zu erleben. Aber Ostern passt besser, als du denkst, in unsere heutige Zeit. Ostern ist kein Fest für eine heile Welt. Auch damals war die Welt nicht heil. Auch damals war es traurig. Keine Osterfreude, kein Jubel, eher Traurigkeit. Zum Beispiel Magdalena. Sie war einer der Nächsten, der auf einmal die Augen aufging. Nicht am Kreuz, aber kurze Zeit später. Was hat die Frau für eine Geschichte mit Jesus? Was für eine verrückte Ideen waren in ihrem Kopf und welche Schwierigkeiten hat sie erlebt? Und jetzt war sie am Kreuz. Sie war sogar bei der Bestattung von ihrem Meister, von Jesus, dabei. Dann heißt es dort, am ersten Tag der neuen Woche frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihm, sie haben den Herrn aus meinem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Mit dem Tod von Jesus ist alles irgendwie zusammengebrochen. Wirklich alles. Und jetzt klammert sie sich an das, was sie da hat, und das ist ein Toter. Deswegen geht sie zum Grab und der schwere Stein ist auf einmal weggerollt. Sie schaut rein. Und da kommt keine Freude auf bei der Frau. Panik. Was für eine Chaoten, Grabräumer, Grabschänder haben irgendwo meinen Jesus da aus dem Grab rausgeholt. Und sie ist vollkommen frustriert. Nicht mal die letzte Ruhe von den Menschen respektieren wahrscheinlich einige. Und dann heißt es weiter, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Und da sah sie an die Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Hey, warum weinst du, liebe Frau? Sie dreht sich nach ihm um. Warum weinst du, liebe Frau, fragen die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Eigentlich hätten die Alarmglocken klingeln müssen bei ihr. Der Stein ist weg, die Leintücher sind da.
komische Erscheinung, aber sie ist so in ihrer Trauer, so in ihrer eigenen Welt gefangen, dass sie überhaupt nicht offen wird für das, was da passiert. Kennt ihr das? Dass man manchmal so in seiner eigenen Welt gefangen ist, in seinem eigenen Denken, in seinem eigenen Glauben, dass man wie nicht offen ist für das, was Gott gerade jetzt, heute tun will. Jetzt, heute vielleicht an dir tun will. Und die gute Frau wiederholt ihre Frage mehrmals: Ich suche einen Toten. Und der gesuchte Tote steht gerade vor ihr. Aber sie hält ihn eben, wie gesagt, für einen Gärtner. Sie erkennt ihn nicht. Warum? War es vielleicht noch zu dunkel? Oder warum hat sie seine Stimme nicht erkannt? Wird uns nicht berichtet. Steht nichts darüber da. Sie erkennt ihn einfach nicht. Sie fragt zum 3. Mal: Ich suche meinen Meister. Ich suche diesen Toten. Und was dann kommt, Leute, das ist typisch Jesus. Das ist wirklich Jesus. Er hätte jetzt eine Predigt halten können, er hätte das noch mal lang erklären können und so weiter und so fort. Macht er alles nicht. Er steht vor ihr. Und dann macht er das, was der gute Hirte tatsächlich immer macht. Er redet Menschen mit seinem Namen an. Er ruft die Schafe mit seinem Namen. Ralf, Debbie, Raphael, wie du heißt. Er ruft dich, Alex. Er ruft dich. Und dann sagt er Folgendes: Maria. Sagt ihren Namen. Maria. Und der Ruf nach dem Namen genügte, dass sie auf einmal die Augenklappe weggenommen wurde. Sie hört ihren Namen und weiß, sie ist gemeint. Wenn Gott dich mit dem Namen anspricht, auf eine ganz persönliche Art und Weise, dann meint er nicht, er will auf dich nur aufpassen, sondern er sagt zutiefst: Hey, ich kenne dich. Hey, und ich habe dich extrem lieb. It's all about das, wirklich. Ich liebe dich und nichts wird dich scheiden von meiner Liebe. Ich kenne dich zutiefst in deinem Innern, was dich bewegt, was dich freut und so weiter. Und dann kommt Auferstehung, dann passiert wirklich Ostern. Johannes schreibt denn, dass sie Rabbuni ihn nennt auf einmal. Rabbuni ist mehr wie Rabbi. Das ist so eine erhöhte Form vom Rabbi, vom Lehrer. Und einen Teil von dem Wort braucht man sogar dafür, um Gott anzusprechen. Rabbuni. Und sie merkt, hey, das ist wirklich definitiv Ostern. Das ist mein Jesus. Da passiert wirklich denn das Erwachen. Der Hauptmann, ihm fiel es wie Schuppen von den Augen damals. Als er merkte, das ist eine Liebe, die ist nicht von dieser Welt. Das ist wirklich der Sohn Gottes. Das ist ein Upside-Down-Kingdom. Das ist einer, der wird das letzte Wort haben. Und das ist wirklich besonders. Die zu lieben, die einen nicht lieben. Denen zu vergeben, die einem nicht vergeben. Und Jesus sagt, das ist mein Königreich. Und das fängt an. Und Maria erlebte ihr augenöffnender Moment, in dem sie merkte, sie ist gemeint. Ihr Name wurde ausgesprochen. Ich kenne dich. Heute, Ostern ist das große Ausrufezeichen für dich. Gott macht ein fettes Ausrufezeichen hinter deinem Leben und sagt, du bist gemeint. Du bist gemeint. Meine Liebe gilt dir. Meine Vergebung gilt dir heute. Und du bist eingeladen, das einfach zu erfahren und anzunehmen. Deswegen höre ich damit auf. Karfreitag und Ostern, Leute, ist das Nein Gottes zu dem Nein der Menschen. Menschen wollten Jesus nicht haben. Menschen machten ihn ans Kreuz, wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und Gott sagt, nein, davon lasse ich mich nicht aufhalten. Meine Liebe gilt dir trotzdem. Meine Vergebung gilt dir trotzdem. Und davon kannst du mich nicht abbringen. Und das war das, was Jesus am Schluss sagte. Es ist vollbracht, es gilt dir. Heute an Ostern 2023. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete mit uns. Wie gesagt, wenn du möchtest, dass einer für dich betet und merkst, hey, du möchtest diese Stimme selbst, dieses Ralf, dieses Angesprochensein erleben, dann lade ich dich ein, geh zum Gebetsteam. Das sind tolle Menschen, die wirklich feinfühlig mit dir beten werden. Dann nimm das in Anspruch. Vater im Himmel, danke, dass du so ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt hast. Obwohl wir weggelaufen sind, obwohl wir uns nicht um dich gekümmert haben, obwohl wir dich auch ans Kreuz hätten nageln können, hast du Nein dazu gesagt. Nein, du lässt dich nicht abhalten. Du liebst uns trotzdem. Du vergibst uns trotzdem. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt hier zu uns einzeln wirklich persönlich sprichst. Dass Augen aufgehen. Dass wir geliebte Menschen sind. Dass wir Menschen sind,
die mit deiner außergewöhnlichen Liebe unterwegs sein dürfen. Ich lade dich ein, red zu uns. Bet wirklich, dass Scheuklappen wegfallen und wir dich erkennen dürfen in deiner großartigen, allumfassenden Liebe zu uns.